Die Außenpolitik der EU ist schlichtweg erbärmlich. Derzeit geschieht ein Massenmord an den Jesiden und es fällt der EU nichts anderes ein, als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu beklagen. Hilfspakete werden abgeworfen über der Region, wo die Betroffenen sich verstecken können oder auch nicht. Das tun die Amerikaner. Armeeeinsätze werden geflogen, um die Mörder, die unter dem Titel religiösen Eifers hier ein gigantisches Verbrechen begehen. Dieses geschieht durch die amerikanische Armee. Wir in Europa tun nichts. In der Ukraine haben wir uns aufgeregt und erklärt, ja, man muss etwas tun, man muss etwas tun. Beschlossen wurden Sanktionen gegen Russland. Sanktionen, die darin bestehen, dass europäischen Firmen verboten wird, russischen Abnehmern zu liefern. Das heißt eine Selbstbeschädigung. Das hätte aber natürlich theoretisch auch die russische Politik beeindrucken können, hat es aber nicht. Im Gegenteil, es gab eine Zusatzreaktion von Russland. Man hat weitere Importe nach Russland verboten, nämlich von Lebensmitteln. Insgesamt ist also jetzt die EU-Wirtschaft beschädigt. Der Ukraine wurde nicht geholfen und die russische Politik steht sogar als die stärkere, mächtigere da. In der Ukraine herrscht aber Not, weil durch die Problematik mit den Gaslieferungen können die Leute kein warmes Wasser haben, nicht ordentlich kochen etc. Schickt die EU Kohle nach Kiew in die Ukraine, hilft den Menschen aktiv? Nein, wir reden. Und das geschieht durchwegs. Wo etwas geschieht hingegen, kann man sich auch nur an den Kopf greifen. Seit Jahren finanziert die EU Palästina mit Millionen, um aufzubauen. Spitäler, Wohnungen, Fabriken. Was geschieht mit dem Geld? Es werden Tunnels gebaut, es werden Raketenbasen gebaut und die EU ist vollkommen hilflos und schaut dazu, anstatt zu sagen, wir geben gerne Geld, aber für konkrete Maßnahmen, die der Bevölkerung helfen. So zieht sich das wie ein roter Faden und es ist hoch an der Zeit, dass endlich die EU erklärt, sie muss eine Außenpolitik definieren und umsetzen. Bleiben wir nur beim Beispiel der Sanktionen. Es gibt eine einzige Sanktion und es ist auch sehr fraglich, ob Sanktionen dieser Art etwas nützen. Aber wenn man schon in dieser Denkkategorie gefangen ist, es gibt nur eine Sanktion, die Russland wehtun könnte, das wäre der Stopp der Gasimporte in die EU. Ja, aber dazu ist man nicht fähig, weil man keine Energiepolitik hat. Man ist ja abhängig vom Gas. Man hat keine eigene Energiebasis, also kann man nicht einmal Sanktionen, die wirken, beschließen. Es ist an der Zeit, dass die EU sich reformiert.